Ja, servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum weiteren und letzten FC Bayern Talk oder vorletzten in der Hinrunde. Ja, wir haben das Freiburg-Spiel kurz zu besprechen. Da kann ich leider nicht ganz so viel zu sagen. Und dann, ja, das Spiel, was gerade zu Ende gegangen ist gegen Wolfsburg. Ich fange mal mit dem Freiburg-Spiel an. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Werte an. 3-1 gewonnen, ja, mit viel Dusel, sag ich mal. Ich habe leider nur die erste Halbzeit gesehen, danach war ich auf dem Weg zur Arbeit. Und wo ich dann auf der Arbeit war, ja, bin ich dann so ab der 90. oder so konnte ich wieder gucken. Also ich konnte noch die 2 Tore sehen, aber auch erst in der Zusammenfassung, also nicht live im Spiel. Also ich kann zur zweiten Halbzeit leider gar nichts sagen. Generell zum Freiburg-Spiel, ja, wir gucken uns erstmal die Werte eben an hier. Ihr seht ja Ballbesitz 65% wie immer zu 35, Abseitsstellung des 74, Fouls 6:8, Zweikämpfe 50-50. Schüsse insgesamt 15:22, 5:10 aufs Tor, 6:8 Ecken, Flanken 10:31. Ja, zeigt, dass wir halt ein bisschen offensiver gespielt haben. Erste Viertelstunde, 20 Minuten waren wir richtig gut, wir haben richtig gut angefangen. Ja, danach wurde Freiburg immer besser, haben sich immer mehr zugetraut. Wir haben den kompletten Zugriff halt im Mittelfeld verloren. Unerklärlich warum, und man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, genauso wie heute, um da schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen. Ja, als wären wir platt, als hätten wir keine Power mehr, keine Ahnung. Ja, ist eigentlich nicht Bayern-like, also damit hatten wir eigentlich nie Probleme, aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass ja halt echt einfach keine Kraft mehr da war. Es ist jetzt halt schon wieder ein paar Tage her. Ich hatte mir so ein paar Namen gemerkt, wo ich irgendwas zu sagen wollte. Ich habe es halt einfach komplett vergessen. Ich müsste mir das Spiel echt nochmal angucken. Wenn man hier jetzt mal so guckt, Schüsse insgesamt, Gnabry 6, Coutinho 5, Müller 3. Torschuss Vorlagen, Kimmich 5, Müller 3, Gnabry 3. Gewonnene Zweikämpfe, Thiago 9, Pavard 9, Davis 8. Thiago hatte ich in Freiburg gut gesehen, muss ich sagen. Zumindest das, was ich gesehen hatte in der ersten Halbzeit. Bis wir halt echt so immer mehr den Zugriff verloren haben. Ich weiß nicht, wie es zweite Halbzeit war bei ihm. Aber er war ja auf jeden Fall zweikampfstark, wie man sieht. Davis war, ja, was ich gesehen hatte, gewohnt, dass man das überhaupt schon so sagen kann, gewohnt stark, fand ich. Ballkontakte, ja, sagen jetzt bei uns relativ wenig aus. Thiago 95, Kimmich 108, Alaba 93. Ja, ich weiß. Maxi Fei, ich kann echt wenig sagen zum Kimmich. Zumindest zum Freiburg-Spiel. Ich habe das echt nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nicht, ob er da jetzt einigermaßen stabil war oder nicht. Aber ich denke, wenn ich deinen Kommentar mal so ein bisschen interpretiere, eher weniger. Aber ich werde zum Kimmich jetzt zum heutigen Spiel was sagen. Und das war... Ja. Aber machen wir das Freiburg-Spiel erstmal rund. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall glücklich gewonnen. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Genauso wie heute. Da muss man sich auch nichts vormachen. Heute war es verdient, ja. Aber es war trotzdem glücklich. In Freiburg war es unverdient. Aber ja, so eine Spiele musst du halt einfach auch mal gewinnen, wenn du noch irgendwie Chancen auf die Meisterschaft haben willst. Ich hatte die Meisterschaft ja schon abgeschrieben vor 2 Videos und ja, ich bleibe auch bei der Meinung, dass wir, also wenn wir diese Saison wieder Meister werden sollten, dann kannst du die nächsten 20 Jahre immer auf dem FC Bayern tippen. Weil so schlecht, wie wir diese Saison sind, glaube ich nicht, dass es die nächsten 2, 3 Jahre wieder passieren wird. Weil wir sind nun mal in einem gewissen Umbruch und auch wenn das viele vielleicht nicht so sehen. Aber gut.
zu der generellen Situation, so ein Hinrundenfazit und meine Meinung zu den einzelnen Spielern und sowas. Da mache ich noch ein extra Video zu. Das wird da wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden. Von daher, Freiburg-Spiel, wie gesagt, wir haben gut angefangen, haben das Spiel nach und nach außer Hand gegeben. Warum, wieso? Aber ich kann es euch nicht sagen. Ja, vielleicht einfach zu sicher nach dem 0:1. Ich weiß es nicht, vielleicht gedacht so, ja, mit einem Selbstläufer oder wir fahren irgendwann nochmal einen Konter oder sowas. Also die Freiburger, so ab der 30. Minute waren sie auf jeden Fall überlegen und haben auch keine jetzt nicht die glasklaren Dinger gehabt, aber haben sich mehr zugetraut und dann haben sie auch Chancen kreiert und ja, wir hatten einfach kein Mittel dagegen. Wir haben, wie gesagt, im Mittelfeld meiner Meinung nach gar keinen Zugriff mehr gekriegt und ja, am Ende dank unserem Joshua Zirkzee glücklich gewonnen, muss man halt so sagen. Gut, so viel zum Freiburg-Spiel. Kommen wir mal zum Wolfsburg-Spiel. Auch hier schauen wir uns mal ein paar Werte an, bevor ich da mal was zu sage. Ja, liest sich ähnlich wie das Freiburg-Spiel. 68% Ballbesitz, 31 Wolfsburg, Abseits 3-3. Fouls 7-9, 53% Zweikämpfe gewonnen, das überrascht mich ein bisschen. Ich habe gefühlt in der zweiten Halbzeit ja, sehr, sehr wenig gewonnene Zweikämpfe von uns gesehen. Würde mich mal nach Halbzeit interessieren, der Wert. Schüsse insgesamt 18:10, Schüsse aufs Tor 8:3, Ecken 12:6, Flanken 27:5. 27 Flanken, ja. Was ich da heute gesehen habe, kannst du nicht wirklich Flanken nennen. Schüsse insgesamt, Perisic 3, Coutinho 3, Gnabry 3, Torschussvorlagen, Müller 5, Levi 3, Gnabry 3. Gewonnene Zweikämpfe, ja gut, das ist perfekt, das passt wie Arsch auf Eimer, genau meine Meinung. Davis 10, Alaba 6, Lewandowski 6. Ballkontakte, Alaba 107, Davis 96, Kimmich 87. Gefoult worden, ja, interessiert uns nicht wirklich. Ja, das Schöne ist, dass die gewonnenen Zweikämpfe auf jeden Fall meine Einschätzung auch untermauern. Also die einzigen, die heute normale Leistung hatten, waren definitiv Davis und Alaba. Pavard würde ich noch dabei nehmen. Ja, der war sagen wir mal, normale Leistung hat der Pavard gebracht und Davis und Alaba war eine gewohnt gute Leistung. Levi sieht man auch an, seine 6 Zweikämpfe, hat sich sehr in Zweikämpfe aufgerieben, hat aber auch nicht wirklich irgendwas vernünftige Zuspiele gekriegt. Zweimal war er ein bisschen eigensinnig, ja. Aber wenn man den Wert sieht, 27 Flanken. Leute, das hört sich ja an, als hätten wir ein offensives Feuerwerk abgebrannt. Haben wir nicht. Von diesen 27 Flanken, ja. Wenn da 3 irgendwie einen Mitspieler gefunden haben, ist das hochgegriffen. Also das war gar nichts heute. Perisic war noch in der ersten Halbzeit okay. Ja, hat er auch normales Maß gehabt, hat auch gut geackert und so. Zweite Halbzeit ist er komplett eingefallen. Gnabry war für mich eine 6 heute, auch wenn er das Tor zum Schluss gemacht hat. Das 2-0, er war eine 6, Alter. Er war wie immer nach hinten, hat der gar nichts gemacht, nicht einmal. Der verliert den Ball vorne oder verliert einen Zweikampf, dann bleibt der stehen, das interessiert ihn halt einfach gar nicht. Ja, da wird schon irgendeiner ausbügeln hinten, ne? Ja, weiß ich nicht, habe ich kein Verständnis für. Ich weiß auch nicht, dass der Flick da nicht mal gegensteuert. Ich weiß nicht, wie es in der Nationalmannschaft ist. Nationalmannschaft gucke ich in letzter Zeit gar nicht. Ich weiß nicht, ob er da dasselbe Verhalten an den Tag legt, wenn der Löw das so unterstützt. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe wirklich, dass wir in der Winterpause irgendwas für die Außenbahn holen. Und ja, wie gesagt, so gut er nach vorne ist, aber gut, heute das Tor hätte meine Oma mit dem Krückstück gemacht. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Hätte jeder andere stehen können aus unserer Mannschaft, der hätte den auch eingeschoben. Ich finde es sehr bedenklich beim Gnabry, aber wie gesagt, da komme ich in dem anderen Video dann mal zu, dass man so eine Einstellung an den Tag legt.
nach vorne so den Arsch aufreißen, das ist so, ja, so jugendmäßig, ne? Das kannst du in der Jugend machen und dann bleibst du vorne stehen und ja, hat nichts mit Mannschaftsdienst zu tun, gar nichts. Da hat der Perisic mir 100% besser gefallen, wenn du das auch mal vergleicht. Der setzt halt auch mal nach und zieht den Sprint auch mal durch bis nach hinten. Das siehst du beim Gnabry gar nicht. Ja. Generell zum Spiel erstmal, ja, Wolfsburg hat es gut gemacht, muss man sagen. Haben auch die beste Defensive in der Liga. Standen erste Halbzeit quasi nur hinten drinne. Hatten dann mal einen Vorstoß. Zweite Halbzeit haben sie ein bisschen offensiver gespielt, haben sich ein bisschen mehr zugetraut. Kann ich auch verstehen, weil wir waren jetzt nicht so gefährlich, ja. Klar, wir hatten so, ja, 3, 4 Chancen, davon waren auch 2 recht gut, da hättest du mal einen machen können. Aber man hat nie das Gefühl heute gehabt, so, ja, wir sind irgendwie, auch heute das Thema Fitness, man hat nicht das Gefühl gehabt, es geht noch was, wir könnten noch irgendwie 1, 2 Gänge hochschalten. Das Gefühl hat man nicht gehabt, es ging auch nicht, man hat es gesehen. Wieder der Zirkzee hat uns den Arsch gerettet. Ich habe mich schon vorher 20 Minuten aufgeregt, warum der Flickkopf einfach nicht wechselt. Ja? Ich meine, klar, wir haben nur junge Joyster auf der Bank, aber ganz ehrlich, die Leistungen, die die Leute heute gezeigt haben, ob es ein Müller war, ob es ein Coutinho war, ob es ein Perisic in der zweiten Halbzeit war, der Gnabry war ein Totalausfall. Du hättest vorne alles wechseln können. Und ganz ehrlich, es hätte keiner schlechter machen können. Ja? Das muss man, der Perisic war noch der Beste von denen, die ich gerade aufgezählt habe. Das sagt eigentlich schon alles. Ja, auch der Müller. Ja? Ich weiß nicht, Müller kam mir auch einfach platt vor. War nicht so spritzig wie sonst. Nach hinten hin, ja, 2, 3 Mal Alibi-mäßig. Man hat es auch gesehen, hat viel gefoult heute. Generell die Schiri-Leistung war eine 6. Das muss man auch mal klar sagen. Dass der Arnold überhaupt noch auf dem Platz stand. Da gab es dann noch nicht mehr zum Foul gepfiffen, wo das Bein stehen lässt. Das wäre normal gelb-rot gewesen. Das war natürlich auch ein Witz. Und der Schiri generell, der Schiri hat jede Scheiße, weiß ich auch nicht. Er hat viel laufen lassen, wo halt ganz klare Fouls waren und ja, war für mich auch eine 6, die Leistung vom Schiri heute. Muss man auch mal so sagen. Muss man auch mal sagen dürfen, ja. Man muss da nicht immer alles in Schutz nehmen. Genauso der alte Videoschiri, dass der in manchen Situationen auch nicht eingegriffen hat, war halt auch einfach ein Witz. Ich meine, wenn das ein Foul ist, ja, und der Spieler gelb-rot kriegen würde und vom Platz gehen würde, dann greift ein Videoschiedsrichter nicht ein, weil es keine spielentscheidende Szene ist oder was. Also wenn der Gegner nur noch mit 10 Mann spielt, ist es eine spielentscheidende Szene. Und das wäre halt so gewesen, es war ein Foul. Das muss man einfach so einfach sagen. Gegen Gnabry war das in der, ich weiß nicht, 70. rum oder sowas. Klar muss man sich nicht dran hochziehen, aber ich frage mich dann immer, wofür hast du den? Ja? Bei jedem Tor wartest du 10 Minuten, ob es wirklich gegeben wird und bei sowas wird halt gar nicht erst eingegriffen, ist halt lächerlich. Ja, ich würde sagen, ich hau mal ein paar Noten raus, wa? Neuer, ja, hat uns einmal vom Rückstand bewahrt. War, glaube ich, war auch noch erste Halbzeit, genau. Erste Halbzeit hatten sie einmal diese eine Chance, wo Neuer uns bewahrt hat und der eine Schuss vom Arno, der halt übers Tor ging. Das war alles, was von Wolfsburg kam in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, die standen halt echt mit 10 Mann hinten drin. Xavi war wieder bärenstark heute. Leider verletzt raus. Ich hoffe, es ist nichts ganz Ernstes. Aber was er allein durch seine Stellungsspiel und durch den Körper reinstellen abgefangen hat, bärenstark. Pavard war erste Halbzeit nicht so stark, fand ich. War, ja, Flanke, hatte sowieso gar nichts auf die Kette gekriegt heute, 0. Ganz schwach. Zweite Halbzeit war er auf jeden Fall besser. War er ein bisschen, ja, ein bisschen stabiler alt und nach seinem Schlag auf die Nase war er noch ein bisschen stärker. Vielleicht ist er nochmal wach geworden und hat nochmal ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Ich weiß es nicht. War in der Schlussphase auf jeden Fall stark. Davies war mega aus meiner Sicht mit dem Alter und ja, die Entwicklung, die er genommen hat, mega. Also war heute wieder bärenstark, genauso wie Alaba. Alaba ist, was der als Innenverteidiger spielt. Klar, es ist jetzt nicht, dass er gegen Messi oder sonst wen da in der Defensive gefordert ist in den Spielen, die er gespielt hat, aber
wie er halt aufbaut, wie schnell er auch nach hinten ist und so weiter. War sehr gut. Kimmich war für mich eine 6, Leute. Traurig aber war, es war einfach eine 6. Ja, gar nichts. Gefühlt in der zweiten Halbzeit hat er keinen Zweikampf gewonnen. Der hat noch die gelbe Karte gesehen, ja, danach hat er keinen Zweikampf mehr gewonnen. Könnt ihr gerne euch das Spiel nochmal angucken, garantiere ich euch, dass er keinen Zweikampf mehr gewonnen hat. Ganz schwache Leistung. Der absolute Hammer, wo ich mich schon in der ersten Halbzeit aufgeregt habe. Warte, ich gucke nochmal rein. Was waren es? 12 Ecken? 12 Ecken. 12 Ecken, ja. Die waren alle grottenschlecht. Grottenschlecht. Es kann doch nicht sein, dass wir von 11 Spielern nur ein Spieler gibt, der in der Ecke schießt, oder was? Was ist denn los bei uns, Alter? Was soll denn so eine Scheiße? Ich meine, spätestens bei der dritten Ecke merkt man ja wohl, dass ich heute scheiße bin, oder? Dann kann man wohl mal von sich aus sagen, egal wer, Perisic, Pavard, das sind Auswahl, oder wenn du meinst, er muss da unbedingt in den Kopfball gehen. Ja, ich denke, jeder andere Spieler, der bei uns spielt, der dieses Niveau hat, wird ja wohl eine Ecke treten können. Alter. Schlecht. Richtig schlecht. Richtig schlecht. Es war nicht eine gefährliche Reingabe. Nicht eine. Hammer. Ja, auch sonst, er hat absolut keinen Zugriff aufs Spiel gekriegt. Gar keinen Zugriff. Wirklich null. Er hat gar nichts geordnet im defensiven Mittelfeld. Im defensiven Mittelfeld war gar nicht existent. Gar nicht. Das sagt schon alles. Auch im Aufbau nichts. Wirklich gar nichts gesehen von Kimmich. War für mich eine absolute Katastrophe, Alter. Ganz ehrlich. Gut, der Xavi hat sich verletzt. Ich denke mal sonst, ja, mein Blind ist ja Flieg auch nicht. Vielleicht hätte er sonst nochmal umgestellt und hätten Xavi nach vorn gezogen, hätte vielleicht den Boateng gebracht. Beim Boateng muss man auch sagen, Alto Belli. Die ersten 10 Minuten, wo er am Platz war, Alto Belli. Habt ihr das gesehen? Ey, das war noch nicht mehr so Bundesliga-tauglich, Leute. Weiß auch nicht, was mit dem los ist, ey. Ich weiß gar nicht, ob der Mai auf der Bank saß. Ich hatte eigentlich gerechnet, dass der Mai kommt. Will ich mal gucken, war der auf der Bank? Ja, er war auf der Bank. Weiß ich auch nicht, warum man den nicht mal da reinschmeißt. Also, schlechter kann der das nie machen wie der Jerome, ganz ehrlich. Ich meine, zum Schluss hin hat er sich gefangen gehabt, aber er hat sich schon eine Viertelstunde warm gemacht in der Halbzeit. Also, da muss man mal ein bisschen Fokus kriegen. Wird auch noch zusammengepfiffen vom Neuer-Eimer und danach ging es dann so ein bisschen, ne? Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Genau wie Müller. Müller war heute für mich, ja, weiß ich auch eine 5, Alter, man muss das einfach mal so sagen. Klar ist, da wird auch ein hoher Maßstab angesetzt, ja, bei solchen Spielern. Aber wenn sie dann halt einfach keine Leistung bringen, warum wieso auch immer, wie gesagt, für mich der komplette Eindruck war einfach, dass die Jungs platt waren. Von daher muss man das ein bisschen differenzieren, was ich jetzt hier erzähle. Wir haben nochmal viele Spiele, keine Frage. Und ja, hatte ich in Freiburg schon das Gefühl. Und heute auch. Also heute hätten wir ein 1-0 gekriegt, hätten wir verloren. Definitiv. Da war keiner mehr, der irgendwie die Power hatte, noch irgendwie dagegen zu halten, hat man ganz klar gemerkt. Und ja, ich meine, der Müller war bemüht, aber ja, es war halt einfach nichts. Und da muss man halt einfach auch mal dazu stehen, wenn man scheiße war. Das will ich doch selber wissen. Und er war heute einfach scheiße. Und beim Kimmich mal das zu sagen, ja, der Kimmich versucht der zu werden, der uns fehlt. Aber er sollte vielleicht einfach mal ein bisschen die Fresse halten und mal erstmal mit konstanten Leistungen überzeugen. Ja, aktuell ist es so, dass er ein gutes Spiel macht, ein schlechtes Spiel macht, da macht er mal ein mittelmäßiges Spiel, ein unterirdisches Spiel, dann macht er mal 2 gute Spiele, dann macht er wieder gar nichts. Ich meine, klar, ist ein bisschen daran geschuldet, dass er mal Rechtsverteidiger spielt, dann im defensiven Mittelfeld. Ja, aber heute wieder im defensiven Mittelfeld. Und das war in der Hinrunde schon 2-3 Mal, wo er dann ins defensive Mittelfeld gestellt wurde. Und es war unterirdisch, Leute. Wirklich unterirdisch. Und das war es heute wieder. Ich glaube, ich habe zweimal ein gutes Spiel gesehen von ihm, wo er im defensiven Mittelfeld war. Sonst war es einfach schlecht auch im defensiven Mittelfeld. Das muss man einfach auch mal sagen. Das kannst du halt nicht vergleichen mit so einem Philipp Lahm. Den hast du da hingestellt. Das war dem egal. Ja? Der hat die gleiche Leistung gebracht wie rechts hinten. Ja,
sich dann da hinzustellen und irgendwie immer große Fresse nach dem Spiel zu haben, ist dann halt auch nicht die Art und Weise. Ja? Wenn das so ein Marc van Bommel gemacht hätte oder ein Effe oder selbst ein Jeremies, der das nie gemacht hat, die konnten das wenigstens dann auch, ja. Die haben immer ihre 3/4 ihrer Zweikämpfe gewonnen oder haben halt auch mal dazwischen gehauen. Das fehlt halt beim Kimmich. Das ist halt einfach so. Ich meine, er ist noch ein junger Jaus, hat schon eine Menge Erfahrung. Ich mag ihn auch generell, aber ja, in so einer Mannschaft mit solchen Spielern sollte man vielleicht mal ein bisschen selbst reflektieren und ja, keine Ahnung. Manchmal bei manchen Spielern wünsche ich mir echt, ja, dass die in der Halbzeit zum Trainer gehen und sagen, Trainer, weißt du was, ich bin heute so scheiße, nehme ich mal raus. Das würde ich mir manchmal wünschen. Gnabry fange ich jetzt gar nicht an, Alter. Wie gesagt, wenn der Müller heute eine 5 war und der Kimmich eine 6, war der Gnabry eine 8. Oder eine 9. Alter, der war gar nichts. Das Tor reißt es für mich auch nicht raus, Alter. Muss ich ganz einfach sagen. Das war keine Laufbereitschaft nach hinten. Das war keine Zweikampf. Gefühlt hat er nicht einen Zweikampf gewonnen, der Gnabry. Nicht einen. Und nach vorne immer, ja, oh, ja, wir sind im Vorwärts dran. Dann laufe ich ein bisschen. Vor allem, weil er nie außen. Der stand immer auf der Halbposition. Mein gut, kann so sein, dass die Anweisung kam. Aber wenn ihr das mal gesehen habt, in der zweiten Halbzeit hat Pavard halt einfach mal einen Ball nach außen gespielt. Da war gar keiner. Da musste der erstmal hinlaufen. Von der Halbposition. Was ist denn los mit ihm, Alter? Und er hat auf der Halbposition nicht einen Ball gekriegt. Dann kann man seinen Arsch doch mal nach außen bewegen, wo er hingehört. Junge, Junge. Und wie gesagt, nach hinten ist der gar nichts, Leute. Gar nichts, null. Das ist ein Trauerspiel. Das kannst du, was weiß ich, bei Eintracht Frankfurt machen oder so ein Club. Aber auch nicht beim FC Bayern, Junge. Ich verstehe auch nicht, dass man das nicht mal anspricht, dass man den da nicht mal zusammenfaltet. Was ist denn los mit den Leuten? Was will er denn? Ja, ich bin hier der 3-2-1 Superstar Lionel Messi, der keine Defensivarbeit machen muss, oder was? Gerade auf der Außenbahn ist ja wohl lächerlich. Da macht der Coutinho ja mehr Defensivarbeit. Coutinho war heute auch schlecht, muss man auch mal sagen. War auch nix. Der macht auch immer, irgendwie macht er ein Spiel gut, hat er irgendwie so ein Lichtbild, da denkst du, er ist angekommen bei uns. Ja, und nächstes Spiel so, ja, muss man auch mal sagen. Gut, er ist auch noch neu. Ist dann auch schwer, wenn alle um ihn herum, was nun mal heute der Fall war, einfach schlecht sind, ja. Dann ist es natürlich schwer, dass er dann da das Heft in die Hand nimmt und da irgendwie einen auf Lotto King Karl macht und da das Heft in die Hand nimmt. Kannst halt auch nicht verlangen. Den Stellenwert wird er einfach noch nicht haben in der Mannschaft. Aber trotzdem war es sehr wenig heute von Coutinho. Wenn der Müller eine 5 geben, müssen wir Coutinho auch eine 5 geben. So, Levi will ich eine 3 geben. Levi war auch nicht gut. Ja, er hat sich, wie gesagt, aber auch wieder viel aufgerieben in Zweikämpfen halt. Weil halt einfach auch null Unterstützung da vorne kam. Müller ist da irgendwie rumgewuselt wie immer, aber war null, ja. Auch generell, wir haben 3-4 Schüsse gehabt aus 18, zwischen 8 und 18 Metern. Weil das sind Fußballer, die verdienen Millionen im Jahr. Die kriegen es nicht hin, aus 18 Metern den Ball aufs Tor zu kriegen. Fällt mir nicht so ein. Junge, so, Neuer hatte ich, wa? Neuer geben wir eine 2. Martinez war für mich auch eine 2, war bärenstark. Pavard würde ich aufgrund so der zweiten Halbzeit ja, eine 3 geben. Davies war für mich eine 2, Alaba war eine 2. Kimmich war für mich eine 6, Coutinho 5, Müller 5. Levi, ja, so 3 minus. Gnabry war für mich eine 9. Perisic würde ich ja, zwischen 3 und 4 einordnen. So 3,5. Zirkzee, ja, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass der Flick vorher wechselt. Dass er so in der 60. Man hat es gesehen, die waren platt einfach auch. Ja, da hat keiner mehr irgendwie. Der Einzige, der da Schwung gemacht hat, war der Davis. Und dann der Alaba. Hast du gesehen, dass der Alaba noch auf der linken Seite den Sprint angesetzt hat, wie ein Bekloppter? Warum macht das nicht ein Gnabry oder ein Perisic? Oder selbst ein Coutinho oder Müller? Nee, da muss der Innenverteidiger kommen und das machen. Leute, was ist denn los? Naja, wie sagt man so schön? Mund abputzen. Ja, gewonnen. 2-0 und wir gucken mal, was in der Rückrunde geht. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall mal Grundlagen trainieren. Also ich weiß nicht, was der Kovac da gemacht hat. Für mich
War die Mannschaft platt, habe ich so noch nicht gesehen in den letzten Jahren, fand ich. Vielleicht liegt es auch daran, wie Flick trainiert, keine Ahnung. Aber wenn du alle 3 Tage spielst, kannst du halt auch nicht mehr irgendwie auf Kondi gehen. Ne? Und da organisierst du nur die Regeneration. Vielleicht war die nicht so gut wie sonst, ich habe keine Ahnung. Bin gespannt auf die Rückrunde. Ich bin gespannt, ob wir auch noch 1, 2 Leute holen. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir einen vernünftigen Sechser brauchen. Ja? Zumindest wenn der Javi da nicht spielt, wenn er da nicht gesetzt ist. Kimmich überzeugt mich auf der Position auch nicht. Klar, zwar mehr wie Thiago, aber ja, wir brauchen halt einfach, wir brauchen da so ein Effe. Oder so ein Jeremies, ihr wisst, so eine Kämpfersau halt einfach. Ne? Das ist quasi ein Javi in jung. Ja? Aber wegen mir kannst du auch den Javi ja noch hinstehen. Der kann auch noch 2 Jahre spielen. Er muss halt 2 schnelle Innenverteidiger haben, die haben wir, wenn alle fit sind, und ist doch gut. Allein, was der durch Stellungsspiel macht und ja, ist für mich der Mann, die erste Wahl auf dieser Posi. Und nicht hier Kimmich, Goretzka, Thiago oder sonst wer. Aber auch dazu mehr in meinem Saison- Halbserien-Rückblick. Das war es auf jeden Fall von mir zum Freiburg-Spiel und Wolfsburg-Spiel. Man muss halt nicht immer zu negativ sehen, was ich hier erzähle. Ja? Wir haben immerhin 2-0 gewonnen und wir haben in Freiburg 3-1 gewonnen. Aber nichtsdestotrotz kann man auch ruhig sagen, wenn die Leute halt einfach mal schlecht sind. Ne? Ich sage ja auch, wenn die Leute gut sind. Und von daher, meine Meinung, haut mir gerne eure Meinung rein. Und ja, die nächsten Tage kommt nochmal ein Rückblick und dann ist erstmal Pause, was den Fußball anbelangt. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Haut rein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis zum Rückblick.